Das einst stolze Reich der Zoras verschlammt. Von irgendwas, das vom Himmel heruntertropft, warum auch immer das passiert, ich habe keine Ahnung. Und nicht nur hierhin, sondern natürlich auch komplett oder direkt ins Dorf der Zoras. Und das, obwohl wir hier oben mit meinem Freund, ja den natürlich auch noch haben, und Zelda vorbeifliegt, oder sprich der Lichtdrache. Natürlich auch, obwohl wir hier oben beim Donnerhain, oder Donnerhorn mittlerweile, ne früher Donnerhorn, mittlerweile ist hier die Gedenkstätte von Mipha aus BOTW. Und wir segeln kurz zurück nach unten und wollen mal gucken, was denn der gute Sidon uns zu erzählen hat. Ist ja schon eine Weile her. Seit BOTW. Ich gehe mal stark davon aus, dass er der Weise des Wassers sein wird. Blub, blub, blub. Schön dich zu sehen, Link. Ich heiße dich willkommen. Bist du auf der Suche nach Prinz Sidon? Nun. Hi. Er ist da drüben und gerade ganz an der Arbeit vertieft. Er wüsste, dass du hier bist, Link, wäre Prinz Sidon sicher außer sich vor Freude. Also, geh doch bitte zu ihm. Klar. Sidon. Na, Kumpel? Da brauchen wir ganz kurz mit quatschen, wa? Erstmal die anderen begrüßen. Psst, Ruhe, der Prinz konzentriert sich auf seine Arbeit. Link! Bist du gekommen, um Prinz Sidon zu sehen? Na, da ist kein Problem. Schließlich bist du es, Link. Ich bin mir sicher, Prinz Sidon wird sich freuen über deinen Besuch. Natürlich, wir sind ja alte Kumpels. Sehr alte sogar. Na, CD, wie geht's? Bist das wirklich du? Ich freue mich so sehr, Link. Warum trägt er eine Trillerpfeife um den Hals? Ach, Link, wie lange ist es schon her? Es hieß, es sei spurlos verschwunden. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was ist passiert? Oh, relativ viel. So ist es also. Das Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Später bist du auf einer Insel erwacht, die wie durch Zauberkraft am Himmel schwebte. Der Himmel. Dort die Wurzel allen Übels zu finden ist. Die Sonau? Ja, bestimmt. Doch vielleicht die Lösung für alle unsere Probleme? Fliegt da hinten gerade irgendwie Tulin herum oder sieht das nur so aus? Ich habe mich ohnehin schon gefragt, inwiefern die schwebenden Inseln mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängen. Da trug ich einen Zurückgelehrten auf, unsere alten Schriftendokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier fort, da ich den Schlamm bekämpfen musste, der diesen Ort besudelt. Du musst wissen, hier entspringt das Wasser, das unser Dorf vom Leben erhält. Ich setze meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, den Schlamm vom Wasser zu trennen und es zu läutern. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von den Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich derzeit gefangen dieses Orts, mir sind die Flossen gebunden. Doch eine Sache noch, Link. Nehmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Giato. Er sollte am Totosee seinen Studien nachgehen, nordwestlich von hier. Sicher findest du ihn dort. Ich bin echt froh, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen, Link. Besuche mich gerne jederzeit wieder. Machen wir, machen wir. Wenn du am Totosee mit Yato sprichst, ja, wo ist der Totosee? Ah, hier. Boah, doof. Nein, falsch. Mann, da war ich doch schon.
Oh, so ein Käse aber auch. Da war ich ja. So Mist aber auch, warte mal. Sidon, Prinz Azoras. Einfach Nötigung Azura mit ausgeprägten Ehrlichkeit, 10 und Sohn König Durefans. Mifa, die vor 100 Jahren als Rückkehr der Azoras gegen die Verheerung Ganon focht, war seine große Schwester. Eldenreihe als Freund und Waffenbruder. Azura Prinzessin aus der Ferne. Mit die junge Azura, die selbst einer Königsfamilie jenseits der Grenze von Hyrule angehört. Jenseits der Grenzen von Hyrule angehört. Jetzt ganz natürlich, ich hatte das schon mal vor ein paar Folgen erwähnt, von wegen, ja, mit der Timeline und so, wie willst du BOTW und TOTK mit der Gründungsgeschichte um König Rauru und so überhaupt noch hier einordnen. Aber ja, vielleicht ist das hier, das ganze Gebiet Hyrule hier, gar nicht mehr das Hyrule, auch geografisch gesehen, dass wir halt aus, sag jetzt mal, auch noch aus Dings kennen. Aus Skyward Sword, also sprich da halt die Vorgeschichte natürlich, aber vor allem auch so Queen of Time, Twilight Princess, The Wind Waker. Ich glaube nicht, dass es das aus Phantom Hourglass, beziehungsweise Spirit Tracks ist, das glaube ich auch eher weniger. Aber es könnte in die Richtung gehen tatsächlich. Also, muss ganz ehrlich sein, es würde mich nicht mehr wundern. Nach allem, was wir bisher schon erfahren haben. Ja. Also zurück zu den Toto-Fällen. Alten Knacker haben wir dort ja gesehen. Das war ja, wo wir den Wasserfall hochgeschwommen sind. So, und schon sind wir da. Für die Rallala, für die Rallala. Und auch merkt viel Schlamm von oben nach unten. Mhm. Oh. Warte mal, war doch hier, wa? Eine antike Azura-Tafel. Diese eleganten Schwünge an Inschrift, die wie stürmische Wogen anmutet. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches, Tropfen Wasserbrücke. Puh. So ein Pech, der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Hä? Oh, Link! Verzeih meine Unhöflichkeit. Ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Der Himmel erwähnt wird, allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass es für mich nur wenig Sinn ergibt. Kann ja vielleicht. Nö. Irgendwas, um die wieder herzustellen oder so? Ja. Hä? Ernsthaft jetzt? Okay. Nein. So. Die Steintafel. Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Jo, wie immer, wa? Oh, jetzt kann man... jetzt ist die Schrift lesbar. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Zoras mit dem Himmelsvolk verbindet. Da ist ein Umwerfen, ein Weg in den Himmel. Die Möglichkeit, erhabenste Sphären zu erklimmen. Dann ein bisschen was von Skyward Sword. Doch nicht so vorschnell. Schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Wie sollen die Schritte durchgeführt werden? Das Symbol des Königs, obwohl seine Hoheit König Durefan mehr dazu weiß? Ich will's doch hoffen. Hinweis über den Himmel.
Okay, wo ist der King? Der King im Ring? Der wohnt da unten, war bei ein Zoras. Gut. Ich würde sogar sagen, erstmal dort noch kurz den Schrein aktivieren. Vielleicht das sogar schon mal machen. Mal gucken. Und dann hoffen, dass der König zurück ist. Ja, doch, da drüben war es. Ja, da drüben war der Titan. Muss so gewesen sein. Oder hoffst du einfach nur. Kann natürlich auch sein. So. Wäre er schon wieder hier zu sehen, der gute alte König? Nö. Hä? Fies, das ist gar nicht hier. So ein Scheiß aber auch. Naja. Huch, Entschuldigung. Schrein aktiviert, auf der Karte den Stempel entfernt und rein geht's. Sonnenbauteil, steh auf, Männchen. Okay, wieso kommt das ausgerechnet jetzt? Die Wasserkraft. Ja, gut. Wieder Zoras. Warum nicht machen? Okay. Hä? Ich habe jetzt nicht gemeint, dass ich irgendwie Wasserkraft mit Strom betreibe und so, weil da wäre jetzt ein bisschen heavy. Was haben wir hier Schönes? Ist das irgendwie auffüllen oder so? Nee, wa? Ja gut, erstmal gucken. Was passiert zum Beispiel, wenn ich den nach oben drehe? Oder einfach gar nichts mit mache? Hä? Achso, warte mal. Deswegen das mit der Wasserkraft. Ich nehme an, dass ich dann... warte mal, machen wir es mal so. Nicht so ganz, wa? War es eigentlich nur, um das aufzufüllen quasi. Ja gut, da will ich jetzt da durch, und ich ja weniger, wa? Stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt eher ein bisschen schmerzhaft vor. Aber okay, egal, ich kann es von hier aus noch aktivieren. Ah.
Ein Opal. Nehme ich gerne. Oh. Es geht von selbst aus. Oder wird leer, meine ich. Hä, aber der bleibt offen. Gut. Komme ich jetzt, weil ich ein Ding, die Truhe geöffnet habe. Nehmen wir uns einfach mal stark an. Ich bin ganz sicher, ob das, was ich hier treibe, überhaupt richtig ist. So. Vielleicht irgendwie so richtiger wäre. Weil ich halt immer die Hoffnung habe, dass er sich von selbst bewegt, tatsächlich. Okay. Ich den dann irgendwo dahin packe, da oben hin. Da kommen wir da hoch. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Es war eine etwas seltsame Form von Wasserkraft, die ich da gerade gemacht hatte, weil ich hatte echt die Hoffnung auch, dass, ja, dass er quasi endlos Strom produzieren kann. Aber ich mache wohl noch irgendwas falsch. Oder es sollte gar nicht so sein. Und auch das Brett, was dann am Wasser lag, das, ja, war einfach so just for fun. Möge es dir Kraft schenken. Ja, was soll es auch sonst schenken, wa? Und diese Brücke ist immer noch da, zum Glück. So. Dann mal gucken. Mehr Wasserfrüchte. Yeah. Ja, das stimmt. Erstmal gucken, ob jetzt der König back in Town ist. Alles für die Kleinen. Hier war sowieso nicht. Warte mal. War hier noch ein Schrein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwie auch was war. Also ein WOTW halt. Ups. Entschuldigung. Also, diese Routen hier haben wir gar nicht vermisst. Die einfach überall hinführen, aber nur nicht da, wo ich gerade hin wollte. Hallo. Jo, grüezi wohl. Ah. Ein Geheimnis. Was denn? Sie machen ihn nach? Ja, das lassen keine Erwachsenen in ihre Nähe. Was noch ein Geheimnis ist? Das ist eine gute Ausrede, ein guter Grund, sie zu belauschen, oder? Gäbe es bestimmt. Armer König Durefan.
Warum Arm? Königsschlag, wow, durchfahren, Kick, wow, der Königsknall, ha, wow, wow, ha. Schlimmer, schlimmer, Schlamm. Auf ins Geheimhaus, da bin ich sicher und... Hey, willst du was? Ins Geheimhaus? Hm. Naja, ein Geheimhaus, das ist aber soweit mitbekommen, ja. Also ich meine, ich kann es mal versuchen. Vielleicht klappt es ja so, wer weiß. Wer weiß, der Preis ist heiß. Ich meine, ein Geheimhaus, wer vielleicht sieht und schon was darüber wissen. Hey. Hey Link, na, gibt's was Neues? Oh. Schöner Felsen, das sogenannte Symbol des Königs. Mysterium, das ist anscheinend immer noch vertrackt, Also was sein könnte, gibt Sinn. Wenn ich dazu König selbst soll die Antwort kennen. Zurück soll es im Thronsaal in der Mitte des Dorfes vorbeischauen. Der hat er gemacht. Hey. Eine schmutzige Masse, dabei übelst überhaupt anzublicken. Meine Macht über das Wasser konnte Schlamm und unser Wasser bis aufeinander trennen, doch dass meine Arbeit je unterbrechen, unser Dorf hier dazu erstickt werden. Also wie jetzt zum Beispiel. Tschüss, Dorf. Oh. Ja, meine Verlobte. Wir werden heiraten. Hey. Wir machen nun schon den Kindertag. Ach nein, bei der Erinnerung wird mir warm ums Herz. Das heißt, wir kennen sie theoretisch auch. Wir können ja sie als Kind. Wir können kaum sprechen. Wenn es etwas Neues gibt. Stellt sich Siedlung gerade so doof an, oder bin ich derjenige, der gerade ein bisschen doof ist? Ja, vermisse ich die Tannen ein bisschen. Nicht die Tannen als Tempel so gesehen selbst, weil das war eher ein bisschen, ja. Das war ein bisschen langweilig oder wiederholend tatsächlich. Aber so grundsätzlich. Oh. Okay, was ich natürlich versuchen könnte. Quasi von hinten anzuschleichen.
Heldentat vollbracht, hurra! Der klebrige Schlamm hat mich erwischt, was tue ich nur? Zünig durchfahren, zählt euer Zeben, zwimmt in euer Zerzeck. Ich reden muss doch gar nicht, mach's völlig richtig. Das ist doof. Hey, sag mal. Versteckt, was so richtig bin, und da ist es irgendwas mit Krawall, Kristall, Wasserpalast. Kristallwasser, ui. Wo ist unser klares Wasser fließt? Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Was verborgen ist. Ich will was anderes spielen. Okay. Der Gute meint wohl hier, ne? Hallo. Ja, aber belauscht. Gut, und wenn es irgendwie mit ihr nochmal quatschen kann drüber, oder? Okay. Ah, oh, ja, kenne ich. Klingt ein bisschen nach Blähungen. So, nehmen wir mal diesen Weg hier. Haben wir auch einen Zora-Wächter. Lebensspendendes Wasser. Sehr gut, sehr gut. So genau, hier kommen wir dann rein, ne? Ist klar. Das ist aber noch kein Wasserfall hier. Das ist auch noch ganz... Oder ist da auch schon... Ich hätte jetzt gerade gesagt, es ist eher dort, aber ich kann es wohl auch schon hier unten versuchen. Zurüstung, die ist hier. Nein. Ding wohl eigentlich runter. Dankeschön. Ja, Nase juckt. So. Okay, scheint nichts zu sein. Ein geheimer Eingang hinterm Wasser. Warte mal, das hat ein bisschen ganz starke Ocarina of Time Vibes. Na, guck mal einer an. Entdeckt. Kristallwasserpalast. Hingegen ist nichts, dann muss er wieder hier hoch, wa? König? Oh, dann geht's nicht gut. Da, wer da? Na, sowas ist es etwa. Link, du hier? Wir sind noch gefunden. Herr Boshaftigkeiten führst du wieder im Schilde. So wieder. Halt ein, guter Musu. Halt ein. Denn Argwohn ist unbegründet. Ohne ein Wort der Erläuterung wird Link sicherlich nicht verstehen, was sich hier zuträgt. Durefang, König der Zora, was ist los mit dir? Wir grüßen dich, Link. Lang ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir hörten, dass du wie Prinzessin Zelda ohne eine Spur verschwunden bist. Sag, was führt dich zu uns? Ziemlich viel. So. Daher also fließt der Strom. Dir und Prinzessin Zelda ist wahrhaft Erstaunliches widerfahren. Prinzessin Zelda soll einfach fort sein? Verschwunden sein wie Schaum in der Brandung? Euer Hoheit, es ist lachhaft. Ich selbst sah die Prinzessin mit eigenen Augen gesund wohl auf. Es war gleich nach Schloss Hyros bizarrer Wandlung. Nee, kann nicht sein.
Gemach, Mozu. Das Leben ist auf ein trübes Wasser, das es Sinne täuschen kann. Links Augen sind frei von Arglist. Wir sehen ihn nach wie vor als geschätzten Gefährten der Zoras. Es muss eine andere Erklärung für diese Seltsamkeiten geben. Er muss eben Jäger oder wieder einen Doppelgänger spielen. Hatten wir schon ein paar Mal. Link, lass uns dir erst erzählen, was geschah, als wir Prinzessin Zelda sahen. Von den Gründen für unser Exil hier im Kristallwasserpalast. Wir trafen sie, just nachdem sich Schloss Hyrule in den Himmel erhoben hatte. Schwebende Inseln waren erschienen, und schrecklicher Schlamm und Ruinen begann vom Himmel zu fallen. Mutsu und wir hatten das Dorf verlassen, um die bizarren Ereignisse zu ergründen. Da geschah es. Wir sahen Prinzessin Zelda, wie sie in Begleitung eines Ungetüms aus Schlamm vom Himmel herabstieg. Und was dann passierte, war sogar noch viel schrecklicher. Sie befahl der Kreatur, uns anzugreifen. Dann war es wohl eher ein Phantomganon. Seine Hoheit focht mit sagenhafter Kraft und konnte das Ungetier zurückdrängen. Das Schlamm tat sein Übriges. Der König ist nun aufs Grausamste mitgenommen und Prinzessin Zelda ist ohne die geringste Spur verschwunden. Sollte bekannt werden, dass Zelda dem König solches Unheil angetan hat, Hyrule könnte aus den Fugen geraten. Genau daher beschloss seine Hoheit, sich hier im Kristallwasserpalast vor der Welt zu verbergen. Ob er verschwand und dort zeigt sie sich im Dorf Zoras und tut uns Grausames an. Ein Mysterium so tief wie das Meer. Doch für uns Zora steht eine Sache fest. Des Rätsels Lösung muss irgendwo im Himmel zu finden sein. Die schreckliche Katastrophe, der Schlamm des Ungeheuer, ja sogar das Mysterium Zelda. Damit, weil er ein Lichtdrache ist, was ja Link ihm sagen könnte, aber nee. Ja, in den höchsten Höhen. Sidon sandte Yato in der Forschung. Ja, da haben wir alle schon gemacht. Haben wir. Oho. Symbol des Königs. Ja, der Begriff ist uns bekannt. Symbol des Königs ist eine andere Bezeichnung für die Königsschuppen, der Regenten des Zora-Volkes. Sie wurden in alten Riten so bezeichnet. Wie genau sie allerdings verwendet wurden, ist uns nicht bekannt. Sollen dir unsere Schuppen doch von Nutzen sein, so zögere nicht und nimm dir, so viel du brauchst. Naja, Zora-Schuppen können wir auch, also Queen of Time. Die waren zum Tauchen da. Sagen wir nicht, die kann tauchen. Königsschuppen mal 5. Okay. Bisschen anders, aber der Zweck wird es dienlich sein. Ja, stimmt, das eine ist traurig. Etwas, das uns sehr klar geworden ist. Ein solcher Monstrum zu unterliegen, ist mehr als Beweis genug dafür, dass unsere besten Zeiten hinter uns liegen. Wer weiß, vielleicht ist dieser Moment gekommen, unsere Pflichten Sidon zu übertragen. Aber Hoheit. Mit unterrichtet Sidon über unseren Verbleib und darüber, dass wir den Königsschuppen verraten haben. Er muss das tun, was sein Herz ihm sagt. Der arme König, ey. Mutsu? Bitte versteh. Ihre Hoheit, Prinzessin Zelda, soll unserem König durch von wahrhaftem Ungeheuer zugesetzt haben. Anzuschenken. Ach Mann, Mutsu. Ich meine, wie lange kennen wir uns schon, ne? Was haben wir schon alles getan? Und jetzt glaubst du trotzdem... Ja, er ist natürlich... Das mit dem Wohl des Königs besorgen, verstehe ich ja auch. Geht uns ja nicht groß anders, ne? Ist da hinten noch irgendwas? Oh! Ich habe gar nicht gerechnet, Kumpel. Hä? Ja komm, nicht abhauen hier, ne? Majo Signum. Ja, die zu farmen wird lustig. Oh, ist eine Truhe. So. Ja gut, Freunde, würde man sagen, wir begeben uns langsam, aber sicher mal zu Sidon.
Werden wir mit Zeit noch kurz quatschen, je nachdem dann auch schon relativ zügig die Folge beenden, zumal die letzten 2 Folgen wieder ein bisschen länger waren. Und ich ja eigentlich das Leben wieder so um die 40 Minuten rum machen wollte. Naja, wollte. Ja, aber eben bei dem Spiel ist immer so ein Thema, wa? Je kürzer die Folgen, desto länger dauert das Let's Play. Je länger die Folgen, desto kürzer ist das Let's Play. Theoretisch. Der Bugs ist, naja, immer so ein Thema. Passt so. Bitte nicht schocken, Richu, nicht hier. Das wäre jetzt sehr unpraktisch. Ah. Das steht hier ausgezeichnet. Ich werde, es wird von großem Nutzen sein auf deiner Suche nach Prinzessin Zelda. Ja, schon, aber nichts Schönes. Oh. Hey. Es ist mir schwer, das zu glauben. Ja, mir auch. Ich Verzweiflung hingeben. Link. Steigt das Monster, diese furchtbare Schlamm, alle Spuren führen nach oben. Das Steintafel erwähnt es mal als König, steht also für die Schuppen meines Vaters. Was das Land des Himmelsfisches und dieser Tropfen inmitten schwerer Felsen ist, bleibt rätselhaft. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches. Klingt, als wäre damit ein bestimmter Ort gemeint, oder? Falls du Hinweise zur Wasserbrücke findest, die angeblich die Zonen Himmel verbinden, solltest du davon berichten. Also müssen wir dahin zurück, oder was? Also ein ständiges Hin und Her hier. Da hat es keinen Schrein, den ich irgendwie als Abkürzung nutzen könnte. Oh, es gibt dann, ich habe aber noch keinen gesehen, das könnte wohl raus sein. Wobei es nicht lange, also wir sind relativ schnell da. Und ich schon wieder. Der Schlamm, der Schlamm, der Schlamm. Das ist ein Vogel. Aber kein Schlamm. Okay, dann machen wir so, wie gerade erwähnt, Freunde, beenden jetzt schon mal die Folge. Und sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Da ist ja auch schon, wer ist jetzt dort noch? Ein anderer Typ, Himmelsfisch-Symbol. Ja, mal gucken, was mit dem Himmelsfisch, mit dieser Brücke und so auf sich haben soll. Und hoffentlich geht es natürlich auch dem König bald besser, wa? Wäre schon wichtig. Irgendwie mit dem Master-Schwert, der Zurrüstung und dem Hühnerschütter steht mir irgendwie auch. Naja, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.